Wir haben auch an dieser Situation, an dieser Rede vom Herrn Minister eine ganz neue Sache gehabt, wo ich aber klar so wo wir einen anderen Akzent dagegen setzen oder wo wir eine andere Politik betreiben. Weil auf vielen von dem, was dir gesagt hat, Herr Minister, können wir uns rumfahren, an ganz vielen können wir uns aber auch nicht rumfahren. Ich will anfangen mit der Theorie zum Rechtsstaat. Das ist auch von vielen anderen Kollegen hier abgegriffen gehen. Der Rechtsstaat, du hast immer Osteuropa genannt, gibt es viele Länder genannt, wie Polen, wie Ungarn, wie Slowenien. Und ich meine, das ist wichtig, wie all die Leute hier, die so, wir wollen Europa bauen, dass sie müssen wissen und verstehen, dass in Europa nicht mehr Madene bauen. Europa ist nicht mehr als Westen, setzen uns Aussichten gegenüber dem Osten von Europa durch, als sie das zu machen, was wir wollen. Es geht darum, für mit als osteuropäische Freunde und Partner in Zukunft aufzubauen. Das heißt, dass sie muss verstehen, das heißt, dass sie muss hier Geschichte mit der Betrachtung, hier Kultur, hier politische und kulturelle Präferenzen, weil Europa bauen, das also eben nicht ausführen, sie besser wie hier, mehr sie und mir zusammen gucken, dass wir einen Weg finden für eine gemeinsame Zukunft. Das viel zu leicht, einfach zu sagen, ja, Polen, Ungarn, wenn sie eine andere Meinung haben, sie respektieren den Rechtsstaat nicht. Lass mal noch mal gucken, wie es zu Lützeburg ist. Wir hatten heute kurz den Premier, der gesagt hat, wenn die Chambre nicht möchte, was ich gerne hätte, an Zeit von der Politik, da ruft nicht die Krise aus. Wenn Herr Orban das gemacht hat, oder Herr Kaczynski, den dir so gerne zitiert, Herr Silborn, was hat da gesagt? Wie ist es mit einer Regierung wie die von Herrn Bettel, die einen Oppositionspolitiker für Gericht hält, weil es in Quellen nicht bekannt gehen? Denn Herr Bettel hat den Prozess verloren. Gott sei Dank hat er ihn verloren. Das war eine Stärkung von der Rechtsstaatlichkeit zu Lützeburg. Dafür wollen wir aufhängen, am Osten von Europa Probleme zu sichern, da müssen wir auch daran denken, wie die Situation heute zu Lützeburg ist. Eine Regierung, der dir angehört, die hat selber Probleme mit Rechtsstaatlichkeit. Wir noch zum Beispiel das Problem, dass man, wenn wir am Etat de Crise sind, dass es keine jurisdiktionelle Kontrolle gibt über den Etat de Crise. Wir haben gesagt, eine Reding, eine Proposition de loi, eine Proposition de Revision von der Konstitution gemacht, die das will redressieren, wo die Regierung übrigens in Avis gehen wird, die gar nicht negativ ist. Ich plädiere, und der plädiert, wie viel mehr Modestie immer andere kritisieren. Wir sollen auch gucken, was wir können machen, wie die Rechtsstaatlichkeit hier im Land zu stärken. Ich will auch, weil es eine komplizierte Diskussion ist, und Leute gehen heinz du gerne komplizierte Diskussionen aus dem Weg, wo so über das Beispiel, wer aus Polen brucht hat, wo über die Dorftreibungsdiskussion geschwärzt hat. Das ist natürlich eine ganz problematische Diskussion. Aber es kann sie nicht reduzieren auf die Rechte von der Frau. Wir machen das nicht als ADR. Als Legislation möchte das auch nicht. Ich will mal das Lützeburger Gesetz zitieren von 1978. Den ersten Satz, den auch nicht amendiert bei der letzten Reform, das sieht, den ersten Satz, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. An der Polen ist die aktuelle Diskussion nur einem Urteil vom Verfassungsgericht Recht auf Leben von behinderten Personen. Und es sind ganz viele Assoziationen in der Welt von behinderten Leuten, die mit Interesse auf die Diskussion auf Polen gucken, nicht weil da der Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit wäre, sondern weil es darum geht, ob auch ein behinderten Mensch Recht auf seine Geburt hat, Recht auf eine Perspektive auf Leben, Recht auf eine Zukunft. Und da kann ich nicht sagen, dass das eine Diskussion im Recht von der Frau und dann so, dass es Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit, das ist der Kontra. Das ist eine tiefgreifende Analyse über das Recht von allen Menschen, die am Blick geschieht, und dafür konzerniert sei auch mit das nicht und Eis anzumischen. Das sind die Polen für das zu machen. Da sind demokratisch gewählte, legitime Strukturen, die sich darum kümmern. Wir können das observieren, aber die polnischen Parlamentarier mischen sich nicht an Eisdiskussionen an, und wir wären gut beraten, auch den Souveränität von den anderen zu respektieren. Ein dritten Unterschied zwischen ihrer Politik und unserer Politik, Herr Asselborn, das ist die Attitüde zum Terrorismus. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren x Attentate in Europa gehabt, davon einen großen Teil zu gehen auf das Konto von einem radikalisierten Islam. Und da haben wir eben das Problem, wie gehen wir damit um. Das ist auch ein ganz problematisch. Wir können nicht hingehen an allen Muslimen an den Eck vom Terrorismus drücken, das wäre grundfalsch, das wissen wir. Aber wir müssen aber den Courage haben, zu sagen, dass den Islamismus als Form von einer radikalisierten Interpretation vom Islam oder von einem
politisierten Islam absolut nicht akzeptabel ist. Mit die Reaktionen, die dir gemacht haben, da kommst du auf den Punkt, nur der Ermordung vom Herrn Parti aus Frankreich, nur der Ermordung von den paar Leuten zu Wien, die hat mal nicht gesagt, wie schuldig ist. Die hat mit Recht gesagt, wir sind entzerrt und wir verurteilen den Terrorismus und den Extremismus. Mir gibt da mal das auch ein Numm. Das so, wenn du Courage wie zu sagen, die Do-Attentater, die sind auf dem Konto vom Islamismus gegangen, die hätte ja auch kein Problem wie zu sagen, wenn irgendwo ein rechtsradikal Attentat wäre oder vielleicht auch ein linksradikal Attentat wäre, wie zu sagen, das wäre rechtsradikal oder das wäre linksradikaler. Mir gibt den Kriminellen ein Numm, weil wenn wir den Kriminellen ein Numm gehen, dann haben wir auch überhaupt mal ein Uppack für die Sache zu verfolgen. Wir haben noch zur Kenntnis geholt, dass CSV eine Motion tabelliert hat, wir stimmen dem mit. Ja, das ist wichtig, dass an Europa Initiative geholt gehen. Herr Kurz, Herr Macron, andere haben Initiative geholt. Wir stimmen das mit. Der vierte Punkt, und das ist ein Unterschied, das hat man heute schon diskutiert, Herr Asselborn, ihr wisst das, das ist der Stil, die hat dann erariert, gestern ganz lang gegen den slowenischen Premierminister geschwärzt, und dem gesagt, das wäre nicht würdig für die Europäische Union. Der Mann hat das Verbrechen gemacht an ihren Namen, wie dem Herr Trump für seine Victoire gratuliert zu haben, eine Victoire, die er nicht tut. Und, bon, ich meine, es ist nicht Schlimmes. Aber für wer gegen Slowenien, gegen den slowenischen Premierminister, ein Rierteil am Lützeburger Parlament über europäische Politik, was bringt das uns? Wir als ADR, andere Parteien vielleicht auch, wir sind konsequent für gute Relationen und das heißt einfach für Respekt, für Höflichkeit gegenüber anderen Staaten und tut keinen Wert, Leute zu kritisieren und es unwürdig für Europa durchzustellen, weil sie zwar die das Verbrechen gemacht haben, um Herrn Trump zu felicitieren, weil er gedacht hatte, wer gewählt geht. Das war so. Das war so. Das wurde nicht gratuliert. Nicht Trump gratuliert, nach gedacht, wer gewählt gehen, man das nicht gewählt gehen. Und das geht durch, wie dann das Hausbund sieht, das wird Europa unwürdig. Der nächste Unterschied ist die Asylpolitik. Der nächste Unterschied ist die Asylpolitik. Wir haben als ADR von Anfang an, von 2015 gesagt, dass die Politik von Angela Merkel falsch ist. Aus einer Reihe Ursachen, ich kann den einfach aufzählen. In der Zwischenzeit sind 22 von den 27 oder 21, das ist egal, im Fall über 20 von den 27 EU-Ländern auf der Linie, die ADR seit 2015 vertreten hat. Das ist die falsche Politik. An Deutschland, wir sind überzeugt, dass man der Merkel kann tun, und sie hier Gesicht nicht, man muss verteidigen, noch CDU nicht, dann ist auch die deutsche Politik ein anderer von Haut mehr, weil das, was am Blick geschieht, einfach an der Zeit nicht durchsetzbar ist. Das ist eine falsche Politik von Anfang an. Und es wird noch eine Falschpolitik bleiben, solange Deutschland auf der Position bleibt. Es ist eine Falschpolitik, weil internationale Konventionen außer Kraft gesetzt werden oder nicht respektiert werden. Es ist eine Falschpolitik, weil sie nicht rational ist, mehr bewusst emotionalisiert. Wir sind auch für Menschlichkeit. Es gibt viel gut Wehr für menschlich zu sehen. Intelligent Wehr, großzügig Wehr. Wir brauchen keine Falschpolitik für menschlich zu sehen. Wir brauchen nicht den Missbrauch von Bildern und Gefühlen zu betreiben, an den anderen als unmenschlich durchzustellen, just weil ein anderer Weg proposiert. Die Idee, wie Quoten in Europa durchzustellen, waren 2015 falsch, sie sind heute falsch. Wenn die EU probiert, am Migrationspakt Länder zu einer bestimmten Politik zu zwingen, für eine gemeinschaftliche Asylpolitik durchzusetzen, wird es auch dicker echuieren. Und das auch ein falschen Aussatz, und es hat einfach keinen Wert, die Souveränität von den Staaten wollen, auf dem Weg anzuschränken. Rettung am Mittelmeer ist absolut notwendig, aber eine Rettung am Mittelmeer hat kein Recht auf Arrest in Europa. Auch da muss ich ganz gut aufpassen. Schlussendlich will ich auch so, dass man muss gucken, was die Konsequenzen auf Lützeburg sind, wenn man nicht das applizieren, was am internationalen Recht vorgesehen ist, nämlich dass die Leute nicht mehr so lange können bleiben, wie sie Schutz brauchen. Weil Recht auf Schutz ist kein Recht auf Immigration. Und wir haben an den letzten Jahren Tausende von Leuten abgeholt, die können nicht immer hier bleiben. Die können hier bleiben, solange sie den Schutz brauchen. Da müssen sie da noch aber zurückgehen. Weil wir können nicht hingehen und einfach eine internationale Schutzdebatte an eine neue Immigration verwandeln. Wir haben das nicht den Sinn und den Zweck, aber wir so ganz klar als ADR als Politik als abholen, wie Schutz braucht, solange Schutz braucht, und dann dafür sorgen, dass die Leute zurückgehen an hier Länder und dort dazu beitragen, hier Länder abzubauen.
International Recht neuen Unterschied. Wir haben als ADR an eine Menge viele Leute bannen immer vertröden, dass die Kraft vom Recht soll sein, die die Welt regiert, und nicht einfach die mich stärken. Wie der Französisch schön heißt, la force du droit et non le droit du plus fort. Und wir machen uns Sorgen, ob das Regierung auch den Droit international publik noch so stellt, wie sie das misst. Ich gebe nicht ein paar Beispiele dafür. Wir als ADR zum Beispiel für kurzem vorgestellt, wie ist es mit dem rekreativen Cannabis? Eine Initiative, die die Regierung will holen, wo wir uns viel vorstellen. Wo wir ein Hearing angefragt haben, weil wir eine Reihe von Konventionen unterschrieben haben, die das explizit verbieten. Und dafür gingen wir gerne wissen, wie will die Regierung in Pferde bringen, wann sie will, ob es wegen der Toleranz oder der Legalisierung geht, wie will sie da dann Anklang bringen mit diesen Konventionen. Wir haben ein paar Mal eine Question parlamentär gestellt und teleologisch ganz werk Antworten gekriegt, wir hätten präzise Antworten. Kannerrechtskonvention. Kanner haben Recht auf Mam, auf Pap, auf hier Mam und ihre Pap, so weit wie möglich. Dafür wären wir als die Kommerzialisierung von medizinischen Techniken und der Prokreation médicalement assistée. Kein Mensch hat das Recht auch bekannt. Wir hätten gerne, dass die Rechte von den Kanner konsequent verteidigt gehen, die wir auch in der Kannerrechtskonvention unterschrieben haben. Wir haben die Responsabilité civile en matière nucléaire. Da haben wir 2 Konventionen unterschrieben. In der Zwischenzeit hat die Regierung mit Stimmenmengen von der CSV ein Gesetz angeholt für die Responsabilité civile auf einem Weg zu lesen, die den Konventionen widerspricht, die wir unterschrieben haben, ohne dass wir die gekündigt hätten oder von unseren Unterschriften zurückgetreten wären. Wir hätten gerne, dass Lützeburg international glaubwürdig bleibt und dazu gehört auch eine klare Observation von dem internationalen Recht. Wir freuen uns, Herr Asselborn, vertritt die Lützeburger Interessen immer mit derselben Kraft und Energie, wie wir es gingen machen. Wir haben am CETA, an der Diskussion, hat man heute gesehen, dass die Kompetenzen mit den Nationalstaaten zurückgeschraubt wurden. Das wir nicht gemerkt hätten, wenn wir gesehen, wie interessiert als Zivilgesellschaft wer und dem CETA. Aber wenn wir gucken, dass auch die Stimmen der Zivilgesellschaft an die Sorge können abgegriffen gehen, da brauchen Staaten Kompetenzen auch an der Außenpolitik. CSV kennt erinnern, wir wollen Kompetenzen komplett aufschaffen. Wir hätten gerne eine Majoritätsdecision, das heißt, wir gingen als sich an die Hände von Deutschland, wo Frankreich beginnt, an allem, was dann an der Außenpolitik gemerkt. Wir hatten kein Mitspracherecht mehr, zum Beispiel bei Sachen wie CETA. Wir hatten einfach, wir gingen alle als Rechte abgehen, und wir mussten wissen, was das heißt, ein Abgehen von der Einstimmigkeit an der Außenpolitik. Wir haben Mutualisierung von den Schulden. Die hat das Herr Asselborn durchgestaltet, zitieren ich, als ein historischer Fortschritt an der europäischen Integration. Das ist de facto ein Vertragsbruch. Wenn wir gerne Europa abbauen, und zwar so, dass jeder kann mitgehen, und immer wo Recht hat, schwätzen, muss man Traité respektieren. Liest mal den Avis Juridik, den Service Juridik vom Conseil geschrieben hat. Den hat das mit X4-Behalter gemerkt. Mit X4-Behalter, das zeitlich limitiert, und hat eine ganze Reihe Konditionen. Alles das wird nicht observiert. Das ist ein Rechtsbruch. Wir haben so viele Sachen, Herr Asselborn, wo wir uns freuen, ob die Lützeburger Interessen vertreten gehen, aber wo wir jedenfalls es gingen ernst machen, dezidiert machen am Interesse von unserem Land. Wir haben an den Covid-Zeiten, der Außenminister hat, wie ich für gesagt ganz gut geschafft. Wir haben uns über Prioritäten gewonnen, über persönliche Prioritäten. Wir hatten eine Situation, wo wir gehofft haben und konfrontiert waren mit der Fermetur von den Grenzen. Eine absolute Priorität, aber die Bauern protestiert hatten, am meisten, weil sie nicht mehr per Felder kommen, du effektiv, du den ihr auch gesehen, dass agiert tut und dass an Deutschland Interlokuteure gesichtet, wie das dann zu verbessern. Die Situation wird auch gut aus. Aber für drun waren 2 große Prioritäten in der Covid-Zeit und haben uns permanent gewundert. Erstens, 12 Mineuren aus Griechenland hinbringen, und das mit einem ziemlich großen Presseaufwand. Und zweitens, eine Initiative gegen Israel am Conseil der Europäischen Union. Das waren mehr Beschäftigungen in der Covid-Zeit, und das ist auf jeden Fall nicht das, was wir als Prioritäten identifiziert hatten. Wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass ihr den einzigen westlichen Außenminister wärt, den den Normalisierungsakkord zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel öffentlich kritisiert hat. Etwas, was sich nimmen, also wenn ich ging so verwunderlich, da wäre das viel zu schwer, mit das skandalös. Wenn endlich Friedensaktionen am Nahen Osten gesagt gehen, wie kann ihn dann hingehen und das kritisieren? Weil Palästinenser
do net davon profitiert. Tu mir ich so nicht, was den Hintergrund ist. An der arabischen Welt ist den israelisch-palästinensischen Konflikt einfach nicht die Priorität. An Palästinenser haben das Vetorecht verloren. Palästinensische Autorität, Fatah, Hamas, haben ein Vetorecht verloren an der arabischen Welt, weil sie bis so hatten. Also nicht verloren, weil sie viel zu nah beim Iran stehen, aber weil sie die Friedenserfahrungen, die immer im Gemerk an der Region systematisch refusiert haben. Die letzten aus Lode von Herrn Trump, da kann ich meinen, dass es schlechte, vielleicht auch den, als einfach ekartiert gehen, wie für Runden, Olmert und andere Initiativen, das immer dieselbe Szenario, und es kann ihn einfach eine Zukunft in einer ganzen Region hypothekieren mit einer Attitüde de Refus-Systematik. Das ist ein ganz sensibel Sache, aber auch da will ich so, weil die Hut auch anerriert, gegen Israel geschwert. An der Schule Schei mal matburcht, wat Amnesty International über Zustände seht von der palästinensischen Autorität, von der Fatah und von der Hamas, weil Menschenrechte in Israel die weit besser garantiert, wie das was da ist. Amnesty International schwätzt, und sie braucht nur den Artikel zu lesen, das ist alles öffentlich akzeptabel, Leute, die arbiträr arretiert gehen. Sie keine Meinungsfreiheit, online, das wird zensuriert. Sie gehen gefoltert, Leute, gefoltert. Seht Amnesty International an misshandelt, Gefangener gehen misshandelt. Und das mit Impunität, das ist die Leute, die das merken, nicht bestraft. Die schwätzt zu feministischer Außenpolitik, evoluären Akzent. Und hier schreiben Amnesty International, dass Frauen an der Westbank, an der Gaza diskriminiert gehen, an gewalttätig behandelt. Die schwätzt von den LGBTI-Rechten ab Polen, an hier steht, dass an bei ihren Freunden, bei der palästinensischen Autorität, just Stevens ihrer sexueller Orientierung misshandelt gehen und diskriminiert gehen. Und dass Gerichte am Gaza Todesstrafen nach einmal verhängt, als auch eine Tatsache. Wir denken auch, dass eine Zwei-Staaten-Lösung eine gute Lösung wäre, dass man einen negozierten Akkord finden, mit die Einseitigkeit an ihrer Politik. Das ist selbst wir nicht akzeptieren. Wir müssen einfach gegenüber den israelischen Freunden sagen, was wir gerne hätten, das ist legitim, also sie verstehen das auch, aber wir müssen auch gegenüber den Palästinensern mit derselben Energie für Menschenrechte antreten, wie wir es auf anderen Plätzen machen. Wir haben gut über Irak geschwärzt, der 75. Geburtstag Auschwitz als Irak-Präsidentschaftsjahr. Und wir sind auch froh, und wir sind noch dem Ambassadeur Santa, merci für sein Engagement, das war alles ganz gut. Aber für was hat die Regierung schon heute Chamber gefragt hat? Die ihre Definition von dem Antisemitismus nach einmal nicht open und klar angeholt. Das ist alles ein Rätsel, die letzte Regierung. Für was? Weil das Europaparlament hat einen Antisemitismusbeauftragten an alle Länder rekommandiert, für was tun wir den hier zu Lützeburg noch einmal nicht? Alles das sind Sachen, die als wundern, aber wenn er nicht echt hält mit dem Antisemitismus in Asselborn, dann hält er einfach so Decisionen, die kein Zweifel losen unter Entschlossenheit von der Regierung, wenn an DW zu gehen. Und ich möchte auch nicht etwas, was dir gemerkt hat, nämlich als Guest-Speaker bei einer BDS, Manifestation, also bei dem Boykottgruppe-Manifestation optreten, den der Komitee Point per Justheit organisiert hat, weil der BDS, wie den Deutschen Bundestag komplett zu Recht festgestellt hat, als eine antisemitisch, als eine rassistische Bewegung. Die Europäische Union darf wir nicht splecken. Und da sind wir uns eins, die sagt das auch, die Europäische Union nicht splecken. Mit dann, Herr Asselborn, da muss ihn Hand an Hand auch mit den Osteuropäern gehen und muss ihn auch abhalten, Briten zu kritisieren. Briten haben eine Decision geholt, sie sind rausgegangen, und als Priorität muss es sein, mit den Engländern eine konstruktive Zukunft aufzubauen. Das ist ganz wichtig, das betrifft Finanzplatz, das betrifft europäische Verteidigung und viele andere Sachen. Ich habe meine Zeit bald abgebraucht, dafür kann ich vieles nicht so, was ich nachfolge, sagen. Mir lust mich, Wort nach vielleicht über Türkei sagen. Türkei ist sie gespannt, wie die stellt. Wir hatten noch als ADR eine Resolution vorbereitet, eine Motion vorbereitet über Türkei. Das machen wir traditionell, weil wir der Meinung sind, schon seit langem, seit Jahren, der Türkei nicht an der Europäischen Union verloren hat, aber das für uns ein strategisch und wichtiger Partner ist, mit dem wir eine gute Beziehung, eine intensive Beziehung wollen. Wir haben das jahrelang etabliert, CSV hat regelmäßig dagegen gestimmt, dass für uns ein Großfried
Herr Wiesel ein Großfried, wie Sie sehen, dass CSV die Meinung geändert hat. Wir werden als Motion also nicht tablieren, weil man mit einer großen Satisfaktion und einer großen Fried eine CSV-Motion wird Matron, die das endlich akzeptiert, was wir seit Jahren fordern, nämlich dass die Türkei nicht soll an die Europäische Union abgeholt gehen. Die hat recht, Herr Wieseler, und ich felicitiere mich für den historischen Meinungswechsel an willkommen am Club von denen Leute, die eine realistische Approche zur Türkei haben. Wir haben eine Motion trotzdem vorbereitet, nämlich über die NATO. Du hast Problematik, die einzige, die will ich heute gehen, Herr Präsident. Merci. Ich kann mal sagen, dass sie nicht in der Europäischen Union, wo sich die Probleme stellen, mit du selber gesagt, oder als CSV, dass eben die Türkei ganz aggressiv verhalten hat gegenüber Griechenland, gegenüber Zypern, an der NATO ein ganz Reihe Probleme verursacht. Und wir denken, dass wir auch müssen an der Türkei, an der NATO klar machen, dass die Türkei nicht kann auf die automatische Solidarität von den Alliierten rechnen, von hier Verhalten dazu beiträgt, für ein kriegsähnliche oder Spannungsverhältnisse an der Region aufzurufen. Das gesagt und ich vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Ich will vielleicht mit einem Satz abhalten, dass wir als ADR klar Verschiedenes unterstützen an ihrer Politik, Herr Asselborn, da wo wir Konsensus haben an der Lützeburger Politik, die Wichtigkeit der Relationen mit den USA zum Beispiel, die Wichtigkeit vom internationalen Handel, auch die Idee für die Großregion mich stark zu betonen, alles das können wir unterstützen. Aber ich meine, dass wir einfach am Realismus, an der Betonung, an dem Respekt auch für den osteuropäischen Staaten und andere Partner eine ganz andere Position vertreten. Ich so nicht mehr. Merci vielmals.